Dir seht für un engem Mond Generalvikar gehen, aber die hat 27 Erfahrungen Terrain. Habt ihr euch schon gut angelebt? Ich meine, dass ich mich schon gut angelebt habe, das stimmt, hier am Haus. Dank der guten Mitarbeit von unseren engsten Kollaborateuren hier am Haus. Schon die auch schon viel drunter gut kannt, weil ich schon in den letzten Jahren eng mit dem Generalvikar Ernie Gillen zusammen geschafft habe. Und ich fand, dass ich ganz gut in der Küche gemerkt habe und dass der Arbeit eigentlich ganz gut von Hand gehen. Was sind Ihre Hauptaufgaben als Generalvikar? Und ihr seid auch Pastor zu Steselwalfer. Wie geht das? Ja, das ist richtig. Meine Hauptaufgaben als Generalvikar, dass ich der Chef bin von der Bistumsadministration, dass ich also Verantwortung drohen für alle guten die Administrativprozesse, die hier auflaufen, dass ich natürlich davon auch beauftragt bin, die pastorale Orientierung und überhaupt die Richtlinien, die den Erzbischof Wöller seiner Diözese haben, für die umzusetzen. Und dass ich auch ganz viel mit Personalfragen zu tun habe. Dann hat richtig gesagt, dass ich meine Verantwortung auch als Pastor am Chorverband Steselwalfer weiter aufrechterhalten, für so auch den Kontakt mit den Leuten zu haben. Und das ist natürlich auch spannend zu sehen, dass was für Decisionen in auf Bistumsniveau hält, wie dann noch davon Reperkussionen sind an der Pastoral selber. Wir sind jetzt an einer Übergangsperiode. Es gibt Reorganisation von der Poren, es gibt Konventionen zwischen Staat und Kirche. Und so, dass das auch viel Frohen Sorgen an die vielen. Was sind Ihre Prioritäten an den nächsten Monat? Ja, den Hauptakzent von unseren Nachrichten an den nächsten Monat, das wird, so können wir denken, ob dem Zwiebelleihe von den 3 Konventionen, die unterschrieben sind, jeder Verein von denen verlangt eine ganz enge Begleitung. Das wird also ganz viel von unseren Kräften brauchen. Der anderen Seite ist doch die ganze Wolle von der Pastoral, die wird viel gehen. Wir sind am Gange noch zu schaffen im Niveau von dem Service la Pastoral und einer Rahmenordnung für die zukünftig neue Poren. Wie soll Leben a größeren pastoralen Raum ausgesehen? Wie können wir Kirche sein, die nur genug bei den Menschen ist, was für Visionen will man mit den Menschen zusammen entwickeln für die Zukunft. Das sind also auch ganz wesentliche, wichtige Fragen, und denen wir an die nächste Woche Werte schaffen und mit denen wir dann auch in ein Gespräch kommen mit den Leuten. War das Neid oder über l'enseignement religieux? L'enseignement religieux ist immer nach an der Aktualität. Das wisst ihr, es gibt im Moment keine wesentlichen neuen Momente, außer die wir schon über die Presse geworden sind. Die nächste Woche, das hat mitgekriegt, will der Minister Maisch ja einen Kadertext vorstellen, wie er sich den neuen Werteunterricht vorstellt. Wir werden die Präsentation für dann zu gucken, wie man darauf reagiert. Und für die Zukunft von der Religionsenseignanten? Wir haben die letzten Wochen damit verbracht, dass wir die Religionsenseignanten ganz gut nachgelauscht haben. Ihr wisst, dass es nicht ganz verschiedene Kategorien noch gehen von Leuten, die unterschiedliche Formationen haben, die aber alle gut an dem Denkstift von derselben Aufgabe. Und die sich natürlich auch noch ersten Gespräche, die sie hatten, mit dem Minister Gedanken machen, wie es weitergeht. Wir sind eigentlich momentan auf einer guten Schiene, für die Leute alle Guten zusammenzurufen, zu gucken, was sind hier Einzelbefürchtungen, auch ihre Erwartungen. Und wir werden die entsprechend dann noch an Gespräche mit dem Ministerium dabei. Was ist mit der Katechese an den Poren? Wir sind auch da am Gangen, ein Dispositiv aufzubauen, für den das soll erlauben, für Katechese und Paroisse an die nächsten Jahren an unsere Poren zu verankern. Ihr wisst, dass wir dafür auf einen Spezialist, den Professor Daniela Liberté, zurückgreifen können, den wir extra engagiert haben, den eine Approche hat, wo probiert, en lien mit einem Porverband zu gucken, was sind Bedürfnisse von der Katechese hier zu Lützeburg. Wir werden also nicht
ein Schema, den an einem anderen Land probiert Ginas op Lützeburg kalkieren. Wir werden als ein eigenes Modell developieren. Wir sind am Gang Lodo zu gucken, was für eine Equipe das wir dafür brauchen. Und Daniela Liberté ist am Gang auch pastorale Orientierungen zu schreiben, für festzulegen oder für zu sehen, was verstehen wir in der Katechese, wie wollen wir die an den Poren aussiedeln, was für Kompetenzen braucht man auch dafür, für das möglich ist. Das ist also ein ganz großen Travail, ein ganz großes Arbeit, die du dabei tun könnt, mit dem wir aber am Gang sind, zu realisieren. Mhm. Ein Lode große Froh von der Kirchefabriken. Effektiv war es ein groß Froh, die hat mitgekriegt, dass es da ganz viel Besorgnis gibt an unsere Poren über die Zukunft von unserer Kirchengebäude. Ich bin ein, den sieht, wir sollen viel mehr positiv an die Zukunft gucken, nicht alle guten Sklaven machen von den Ängsten, die aber verständlicherweise können entstehen. Ein wichtiges Changement an der Mentalität, den eigentlich gefordert ist, dass was wir verstehen, dass nicht allein Kirchengebäude als ganz wichtig braucht, mehr die Glauben, die wir an Zukunft wollen holen, an die wir an die Gebäude feiern. Und davon muss man auch dann von einer gewissen Logik wegkommen von dem Kirchturm hin zu einem Modell, wo Poren, Gemeinschaften sich selber können, soweit es geht, en charge holen. Da sind wir nach ein Stück Weg, um danach zu gehen, zu summen mit allen Konzernierten. Ich will jedenfalls sagen, dass man die wichtige Benevol-Arbeit von den Leuten der Kirchenfabriken überall schätzen, denn der Erzbischof hat doch schon ein paar Mal gesagt, und dass ich alle Guten die Leute wirklich encouragieren, weiter dabei zu bleiben, weiter sich anzusetzen für Kommunitäten und auch für die Kirchen. Habt ihr schon eine Idee von der Funktionieren von der Fonds? Wir gehen davon aus, dass das Funktionament so soll sein von den Prinzipien hier, wie das an der Konvention 4 gesehen ist. Es geht sicherlich am Detail, da noch ein ganz paar die Frohen, schon angefangen mit den entsprechenden Leuten aus dem Bistum und so ein Modell, wie ein Kind funktionieren zu schaffen. Da sind wir aber recht ganz am Anfang mit dem nächsten Schritt. Was ist die Zukunft von der Kirchengebäude? Ich meine, dass die Zukunft von unserer Kirchengebäude von den Leuten bestimmt wird, und zwar von dem Usage, den sie machen davon. Als Kirchengebäude, so schön wie sie sind, brauchen unbedingt ein Leben, wenn man sie wollen, mit an Zukunft holen. Und du weinst also den Appell, dass wir als Kirche selber nicht länger los sind, aber dass wir uns besonders für das Leben, was an den Kirchen soll sein, bemühen. Ich bin aber auch dankbar für alle Guten, die sich im Gebäude Gedanken machen, aber als entscheidend froh von der Zukunft sind die, wie haben wir den Glauben lebendig, wie haben wir Gemeinschaften, die auch an die Gesellschaft erwirken, an der Friede über den Glauben, den sie an sich tun, an den sie will, und einer Leute mitgehen. Das ist für mich die entscheidend froh von der Zukunft. Es geht noch froh von der Reorganisation von den Poren. Ja. Das stimmt, wir sind schon eine ganze Zeit am Gangen, darüber zu evaluieren und zu planen, wie man eine neue territoriale Umschreibung von unseren Poren für die Zukunft kreieren. Wir sind noch schon ganz weit an dem Dossier. Ich gebe so, dass die neue Karte von den Paaren zu 95% steht. Wir werden dann auch die neue Karte von den Paaren nach ein Kehr mit den Leuten beschwätzen. Wir hatten schon ein Kehr Versammlungen gemacht, wo man darüber gesprochen haben. Wir haben dementsprechend Adaptationen geholt. Und das ist geplant, dass wir auch Gespräche sichern mit den Leuten, nicht nur für über die Begrenzung von den neuen Paaren zu schwätzen, sondern besonders auch, wie das Leben an diese Paare soll können ausgesehen und wie wir wollen als Kirche von Lützeburg an Zukunft gehen. Zum Schluss, was erwartet ihr von den Leuten, die für die Kirche schaffen? Von den Leuten, die für die Kirche schaffen, erwarten ich mal einen neuen Dynamismus für Frau Christ zu sehen, das ist mal das allererste. Dass wir zusammenstehen, dass wir die Defien, die wir haben, gesehen auch als eine Chance.
an eng Möglichkeit für das Kirche an eng Zukunft zu bringen, dat eng gut Zukunft kann sein, und zwar eng, die den Herrgott für sie will. Wann ihn an Situationen hast, die heinst du wie en Krise ausgesehen, da bedeutet das immer, dass sie muss Entscheidungen holen für in neue Wege zu ermöglichen, die noch vier geht. Und ich erwarte immer dafür, dass man Männer an unseren Unsicherheiten stehen bleiben, und viel mehr nach hoffnungsvoll, und mit großem Glauben und Vertrauen an Zukunft gehen. Das wäre Ihr Message für altgläubige Leute heute zu Lützeburg? Das ist mein Message. Wir gehen durch die neue Situation auf die Frage verwiesen, was bedeutet mir mein Christsein? Was heißt, dass ich Katholik bin zu Lützeburg belohnt? Und das ist vielmehr eine Bewusstseinsbildung, die gefordert ist in der Zukunft von uns. Und ich denke, dass wir dadurch auch nach mehr Gemeinschaften kriegen, Christen, die wissen, für was, dass sie den Engagement überholen, den sie auch fordern werden, und die gleichzeitig auch in Témoignages, den sie weitergehen.